Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 2004 in Assetto Corsa. Wir stehen vor dem nächsten Grand Prix in Hockenheim und ich freue mich auf den Grand Prix, weil das ist ja das neue Layout. Ich finde das alte Layout auch geil, aber wir haben ja in der 99er-Saison gemerkt, dass wir das 99er oder beziehungsweise das alte Layout ein bisschen weniger gut liegt oder beziehungsweise habe ich ein bisschen Mühe gehabt, aber ich glaube, das liegt auch mehr an den Autos. Anyway, wir gehen jetzt nach Hockenheim, das neue Layout, das ist Runde 12 von 18, also wir kommen jetzt so langsam aber sicher in die Endphase rein von dieser Saison und ja, wir schauen mal, was wir da reissen können, was wir da für eine Zeit raushauen können. Das letzte Mal in Silverstone war das sehr gut für uns und dann würde ich sagen, wir legen los, ab ins Qualifying, let's go. So, erste schnelle Runde. Wir probieren es mal. Oh, die Siechen haben den Sausage hergeballert. Oh, sehr spät auf der Bremse. Nicht gut. Okay, die Runde kann ich schon mal vergessen. Eingangsmotor darum so viel liegen lassen. P2. Nochmal ein Versuch. Okay, das war ein bisschen Tracklimit, aber egal. Ah, das habe ich gedacht. Oh, okay, also... P2 ist gut. Ist gut. Ich weiß nicht, wie schnell das der... Klein ist der zweite. Ich weiß nicht, wie schnell das er war. Aber ich habe jetzt Softs drauf. Ich will ein bisschen mehr Reifendruck hineingeben, in der Hoffnung, dass sie mir nicht so stark überhitzen. Aber es könnte schwer werden. Also ich darf keinen Fehler machen, weil dann überhitzen meine Reifen und dann habe ich ein richtiges Problem auf dieser Strecke. Aber der Soft wäre eigentlich schon schneller, habe ich das Gefühl. Aber wir gehen gerade ins Rennen rein. So, also wir sind weiter im P2. Ich habe jetzt den Reifendruck hochgenommen und wir legen los. Wir gehen ins Rennen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh! KI! Die beiden Jaguars sind aber schnell. Den Schatten. Hat den gleichen Fehler gemacht wie ich, bin ein bisschen zu viel aufs Gas. Jetzt könnten wir den Kleinen holen. Oh, ja, das ist ein bisschen so ein F1 2018 Overtake-Manöver gsi, kennen wir. Oh, er fährt echt langsam. Oh, ich probier's! Oh mein Gott, ich habe fast die Augen zugetan. Ich habe fast die Augen zugetan in dieser Kurve. P1, let's go. B1? B1? Juan Pablo draussen. Okay. Jetzt habe ich gemerkt, der will wirklich noch durch. Kimi out of race, okay. Nein! Oh, fuck! Oh, meine Hinterreifen sind warm, wie es gesagt.
Okay, sie sind wieder ein bisschen da Crashes oder weiß auch nicht, was wieder KI macht, aber sie räumen sich da alle wieder raus. So, dann ist der Schumi hinter mir und vor mir ist der Barrichello. Okay. Oh! Wir holen auf, wollte ich mir gerade sagen. Und dann fährt der Barrichello gerade richtig langsam. Oh, das war glaube ich close jetzt. Das war close gewesen. Oh, da kommt Ossum noch! Und der berührt er mich noch. Mit dem hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass er Ossum fährt. Okay. Mutig. Wir zeigen uns mal hier im Fisichella. Oh, Fisichella-Fehler. Profitieren wir gerade. Mal schauen, ob er wieder reintauft. Nein, gut. Ja, da sind wir wieder hinter dem Weber. Dann kommen wir jetzt in die letzte Runde. Können wir die zwei Jaguars noch holen? Oder nicht? Side by Side mit dem Weber. Oh shit! Da fahre ich fast in die Linie rein. Oder beziehungsweise, was heisst fast? Ich habe ihn gerammt. Er ist ein bisschen überraschend. Früh auf die Bremse hat es mir gedacht, aber jetzt ist der Weber am Klien vorbei. Zu viel aufs Gas. Ah! Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig, noch auf ein P2 zu kommen. P1 können wir vergessen. Jetzt Eingangsmotodrom. Side by Side. Kommt der Konter noch. Er ist da, aber er ist lange nicht. Jetzt noch die letzten paar Meter. Weber ist ziemlich safe. Und wir sind auch safe mit P2. Let's go, wir haben ihn noch geholt. Wow, was für ein Rennen. Crazy. Natürlich dann wieder verschenkt. Mit warmen Reifen. Sie sind auch jetzt wieder recht warm gewesen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, geil. Also eigentlich könnte ich auch den Reifen-Dings mal aufnehmen. Da hätte ich gesehen, der auch ein etwas. Wäre noch eine Überlegung. Wäre noch eine Überlegung. Weil ich hatte, meine Facecam war immer drüber gewesen. Also das sind meine Reifen. Gut. Wir warten noch schnell, bis alle übers Ziel sind. Oder durchs Ziel sind. Aber P2 sind wir jetzt schlussendlich geworden. Wieder richtig strong. Also ich muss sagen, seit Indianapolis haben wir ein bisschen Aufwind. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und so macht es einfach mehr Spass, sind wir ehrlich. So macht es einfach mehr Spass. So, wer hat eigentlich noch die schnellste Zeit gehabt? Das war der Fernando Alonso. Aber ob es jetzt Qualifying ist oder Rennen, weiß ich leider nicht. Aber ja. Sehr, sehr cool gewesen. Jetzt haben wir da wieder nochmal die Übersicht. Best Lap Fernando Alonso. Und der beste Progress hat der Mata gemacht. Und wer am zuverlässigsten war, ist der Pantanato, irgendwie so etwas. Der ist von Dings. Der ist ja da. Ja, wow, der hat einfach profitiert wahrscheinlich von der ganzen DNFs hinten. Weird. Okay. Anyway, gut. Das wäre es vom heutigen Rennen hier aus dem Hockenheim-Ring oder aus dem Hockenheim raus. Wir gehen als nächstes nach Ungarn. Oh, da wird auch wieder etwas werden dort. Und dann haben wir noch Belgien, Italien, also Monza, China, Japan und dann das letzte Rennen in Brasilien, dann ist es wieder vorbei. Aber falls dir die Episode hier jetzt in Hockenheim gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wenn du das Video teilen und sonst sehen wir uns wieder, wie gesagt, in Ungarn. Und bis dahin wünsche ich dir schon mal ein schönes Tag. Mach's gut und ciao!